Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blauster-Ingenieur. Und ja, da haben wir neulich da aus der Ultra Mega gemacht. Also Ultra 2 ist jetzt Mega 2. Und ja, ich hätte heute noch ein paar kleinere Versuche da und möchte auch noch ein bisschen über Druckorientierung reden und mal gucken wir mal, ob wir da der richtige oder richtig gekürzte Mega Darts verwenden können, weil die habe ich wohl ein bisschen viel gekürzt und die gange jetzt schon, ja gut, bis auf den hat schon ein bisschen ausgefranst, der geht nicht richtig. Und da kann es sein, dass wir das hier wieder, dass wir das modifizieren müssen, dass das ein bisschen mehr Futter braucht, weil das trägt da so auf den Dart rein und auf das Pfeile halt. Und das hat vorher ja mit den Ultra Darts hat das dahinter. Das hat man jetzt hier mit dem Nachbilder, das Nupsi da halt, das Dingerle halt. Und hat das Dingerle gehabt und hat da drauf gedrückt. Also guck, und da drückt es jetzt auf den elitären Dart da, oder Pfeil halt. Und das geht natürlich, wenn man da richtige Darts verwenden wollen. Also so, ja, das ist jetzt, also keine richtige, also die richtig lange, dann müssen wir da das ausschneiden und dann könnte man den richtigen Schieber da einbauen, den auch der originale Entwickler da entworfen hat. Hab's letztes Mal nicht erwähnt, hab das Originalaufbauvideo verlinkt und natürlich auch die Aufbaudatei und auch den YouTube-Kanal von dem, der das da entworfen hat. Also ist halt auf Englisch. Also das könnt ihr euch auch anschauen, ob das vielleicht für eure Ultra 2 auch was ist, dass ihr da mega Ultra draus bauen könnt. Und jetzt habe ich da ja das letzte Mal euch schon gezeigt, den Pfeilerschneider. Und ich habe mir diesmal sogar scharfere Messer geholt. Und habe ich den jetzt nochmal ausgedruckt. Und habe gedacht, weil den habe ich liegend ausgedruckt, also so wie er da jetzt liegt. Und das habe ich so stehend ausgedruckt. Und das seht ihr schon, also das ist halt, ja, da müsste man dem dahinter ein bisschen mehr Futter geben. Das müsste man dann das designmäßig anpassen oder halt, ja, wahrscheinlich wäre es am einfachsten, einfach eine Platte drunter zu kleben, also mit so Eispaper oder sowas und dann drauf und dann ist das fest. Und da habe ich da, also wenn ihr das stehend machen wollt, dann kauft euch eine Platte in einer ähnlichen Größe, also irgendeine Kunststoffplatte, Holzplatte, irgendwas, was ihr halt rumfahren habt. Oder holt die da euch und klebt die drauf. Ja, das bisschen mehr Druck und es geht hin. Also das ist in der Richtung hält der Druck nicht richtig zusammen. Und wenn man das jetzt so sieht, das ist ja da sind die Schichten so aufeinander geschichtet. Und das ist ja richtiger Fläche. Das heißt, das könnt ihr jetzt da schon aufreißen, wenn ihr wollt. Also, da bin ich mir sicher mit genug Gewalt, aber das ist halt, ja, das ist mit sanftem Druck, also da brauche ich nicht viel. Da müsst ihr richtig dran reißen, dass ihr das hinmachen könnt. Und in die Richtung ist das recht stabil, also wenn es so an der Fläche ist, dann ist das recht stabil und die Höhe ist halt scheiße. Also von daher habe ich mir dann so entschieden, dass ich das da einfach ausfeile und weil das ist halt jetzt in die Richtung, da sind die Löcher rau, das ist halt hier schon schöner. Die Löcher, die sind halt schön glatt, das ist halt. Also wenn er so Zylinder druckt, das druckt er natürlich, druckt er stehend. Weil da habt ihr schön glatte Löcher, da braucht ihr nicht so viel Schleife da, das ist besser. Aber so Dartschneiderle. Wobei das verstehe ich jetzt auch nicht ganz, dass die Löcher nicht ein bisschen mehr Luft haben, also dass da die Pfeile gar so reinquetschen muss. Also bei den Zylindern ging es ja auch, da geht die Pfeile ja richtig schön gemütlich rein und auch da müsste man schon ein bisschen gucken, das muss ja keine Presspassung sein, das kann ja schon ein bisschen Luft haben. Also ja, aber ich denke, für den Vorführeffekt, oder seht ihr jetzt, da hätte ich Stützstruktur verwenden sollen. Das werde ich wahrscheinlich nicht verwenden. Oder wenn dann vielleicht, was man machen geht. Und das ist jetzt komplett weg.
Ja, das müsste ich da schön machen, da könnte man bloß den Teil verwenden und dann hat man ja auch Art Führung. Ja, das ist halt. Ja, wie ich schon gesagt, also wenn ihr das so machen wollt, macht der Stützstruktur rein, klebt der Platte drunter irgendwas, dass ihr da Stabilität habt. Na Gott, das schon, aber ich ignoriere das jetzt und da lernen wir was bei. Das nächste Mal machen wir es besser. So. Ja, das Schieberle, das kann sein, dass ich das noch auch anpassen tue. Da muss ich mal. Das weiß ich nicht. Also da muss ich mal gucken. Da gucken wir uns erst mal. Jetzt machen wir mal aus, weil wir das auch noch haben. Das habe ich auch noch gefunden. Das verlinke ich euch natürlich unten auch. Und wenn ich vielleicht den YouTube-Kanal dazu finde oder so, dann natürlich auch. Also da muss ich noch gucken, aber das Modelle verlinke ich euch auf jeden Fall. Also das ist klar. Und da gehören dann das Paket, gehören da mehrere. An mich steht da hauptsächlich, dass das orange ist und nicht schwarz. Also, hey, bist du ruhig. Wenn man den goldenen Schriftzug schon nicht hat, dann, aber hätte man es wenigstens also schwarz machen können. Also das wenigstens ein bisschen gleich ist. Also das verstehe ich jetzt nicht. Aber wir haben da ja so 3D-Drucker. Da können wir das machen, wie wir wollen. Dann modifizieren wir das halt so, wie wir es gerne hätten. Ich sehe schon, am Ende des Tages, wenn wir mit den Geräten da fertig sind, ist vom Original nicht mehr viel übrig. Das ist oft so, da fängt man an irgendwas zu modifizieren und modifiziert und zum Schluss ist es eine komplette eigene Kreation. Oder in dem Fall jetzt hier Konglomerat aus vielen Entwicklern und Entwicklerinnen. Ich weiß ja nicht, wer da alles sonst da noch dahinter stecken wird. Ich glaube, ein paar kosmetische Teile muss ich auch noch entwickeln. Das kann schon sein, dass ich da. Also Zielfernrohr oder sowas hätte ich schon irgendwie gern. Der hätte mir schon irgendwie gefallen. So, es sieht doch gleich. Das sollte man auch aufpassen. Das ist halt schade, weil das hat im Original. Das hat im Original halt so Senke da drin. Für das Schrauble. Oder für das Schraubköpfle halt. Das hat das jetzt halt nicht. Der jetzt halt gern lackieren, aber dafür habe ich momentan keinen Platz. Brauchen wir ein bisschen Platz aus und das habe ich halt momentan nicht. Ja, das ergibt sich auch irgendwann mal wieder. Bis dahin schrauben wir halt einfach ein bisschen mehr, hätte ich sagen, oder? Ach, das sieht doch schon gleich mal besser aus. Jetzt ist symmetrisch. Ja, gut. Zumindest von der Farbe her. Da können wir den Rädel auch bei der Arbeit zugucken. So. Jetzt machen wir mal aus. Weil die Pfeile, die waren da ein bisschen. Wobei, jetzt kurz, der hätte ich jetzt nicht sagen, aber. Die passt gerade so. Das passt sogar ziemlich gut von der Länge. So wie es ist.
der hat es ein bisschen zusammengestaucht. Ihr seht, damit habe ich danach die Kamera ausgemacht habe, noch rumgespielt. Das hat schon Spaß gemacht und die sah nach dem letzten Video noch nicht so verratzt aus. Aber man bastelt ja was, um Spaß zu haben. Jetzt haben wir da das Schneiderle. Da haben wir jetzt das Ding da. Da können wir die Pfeile da reinstecken. Gucken wir mal, wie lang muss denn das sein. Ein bisschen. Da habe ich da so mega Pfeile gefunden, die waren recht günstig. Da können wir mal gucken, was wir so damit machen können. Ja oder nein? Auch noch nein. Die zwei. So, das passt halt. Und weil es so schön ist, den auch noch nein. Ja, komm her. So, noch ein bisschen. So, das betrachten wir jetzt dann mal. Hoffentlich dann auch als moderne Kunstwerk. Da habe ich da Werkzeug gekauft. Weil wir können nochmal eins dieser Messmittel holen. Also mein erstes Messmittel, das Multimeter, das habt ihr schon gesehen. Also ich hab da noch mehr. Ich bin da hochqualifizierter Ingenieur oder hab da Messschieberle oder Schiebler, wie manche dazu sagen. Da können wir mal messen. Geil für die zukünftige Qualitätssicherung. Und hier, das ist Messmittel Nummer 2. Also das auch schön ins das Kalibrierding jetzt damit aufnimmt, dass es auch regelmäßig kalibriert wird, wenn ich mal zukünftig irgendwann mal großer Unternehmer bin. Die Blaster Ingenieurs GmbH oder so. Oder AG oder je nachdem. Man ist ja da offen für zukünftige Entwicklungen. So, jetzt haben wir da. Der hätte sogar ziemlich gut passen. Ja, ganz professionell. So, dann haben wir da Schneiderle. Das ist da eingepackt, deswegen haben wir gleich ein zweites dazu gekriegt. Das habe ich mit anders, das habe ich halt aufgerissen. Aber da gehen wir mit dem Schneiderle, ganz professionell die Schneiderle aufschneiden. Deswegen kriegt man da zwei, was man alles hat, um das andere aufzuschneiden. Und dass man ein bisschen Schwamm labern kann. So, oder lang. Jetzt gucken wir mal. Ach, das sieht ja gleich ganz anders aus. Ja, das habe ich beim letzten Mal nicht geplant gehabt, für das letzte Video, dass ich da Pfeile kurz so tue. Oder zumindest nicht, als ich angefangen habe mit dem Video. Das hat sich dann so ergeben. Jetzt haben wir da doch recht. Mal gucken, vielleicht machen wir da was damit. Jetzt können wir das Schneiderl wegpacken. Dann packen wir das da rein. Das da rein. Das sieht da schon. Den Rest lassen wir mal da. Ja, das ist halt. Das habe ich befürchtet. Guck, da quetscht das Pfeile zusammen. Das verträgt es richtig. Das macht es richtig hier. Das ist halt. Deswegen hat das letzte Mal mit denen da funktioniert. Weil die haben da Nupsi drin. Ja, konzentriert bleibe da bei der Sache. Ja, deswegen hat es mit denen funktioniert. Das seht ihr.
Das seht ihr. Und dann drückt es dahinter gegen das Elite-Ding jetzt da. Ich glaube, der hat nicht funktioniert, nein, mehr. Ja, den verdrückt's. Da guckt und da schießt den richtig. Nein, der ist ein bisschen he. Das ist halt. Ja, das ist nicht ganz die richtige Munition dafür. Gucken wir mal, ob das so. Wo steht der verdrückte? Das ist schon gut. Oder hat sich der wieder. Ah, nicht da, das ist schon derjenige. Oder ein bisschen angeknackst, also Henig. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Dann können wir den. Jetzt mag er gar nicht mehr. Ja, das ist jetzt. Jetzt ist. Ja gut. Ist klar. Jetzt guckt das hinten ein bisschen raus. Und der war ja sowieso schon recht knapp. Das heißt, da müssten wir eigentlich doch das dann nehmen. Und nochmal ein bisschen, bloß ein kleines bisschen wegschneiden. Da können wir da die Blaster-Ingenieur Spezialpfeile machen. Ja, das geht gleich besser mit dem gescheiten Messer. So. Das ist halt, ja, das ist jetzt keine lang haltbare Munition. Deswegen bin ich mir da schon ziemlich sicher. Die gingen jetzt, das ist ein bisschen, die gingen nicht so weit rein bei denen. Ja. Ah ja, gut. Du musst das Läppchen zumachen. Ja, oder halt auch nicht. Das hilft nicht. Ja gut. Das sind billige Pfeile gewesen, also von daher. Da müssen wir schon gucken, dass wir da das Schierle modifizieren, weil da gucken, das was der im Originale, wenn man das anschaut, das ist halt so breit, dass den ganzen Pfeil erfasst. Da müssen wir schon irgendwas haben. Also wenn man die Pfeile so weit kürzt, dann vielleicht noch ein bisschen was wegnimmt. Da hätte es eigentlich lange, dass man ja, das da zusammen, das da rein passt. Aber ich jetzt sage, ich schraube das mal auf und dann reden wir weiter. So, Oderle, da bin ich wieder. Jetzt hat sich das Ding da. Die Feder hat sich auch verabschiedet. Die hat sich da gefangen. Jetzt sage ich, sehe da gerade was. Ja, bevor wir. Ich glaube, die Platte, die muss ich auch nochmal drucken. Wir machen den Teilläufer weg. Das dürfte keinen Unterschied machen. Ich sage jetzt mal ganz frech. Bevor da irgendwann mal Teile rumfliegen und man das dann deswegen aufmachen müssen.
Einfach weg. Gewichtsreduktion. Das sehen wir dann schon, ob es einen Unterschied macht. Aber wenn es einen Unterschied macht, müssen wir sowieso nochmal ausdrucken. Das ist sowieso, ich glaube, da habe ich falsche Höhe genommen. Das hat dann irgendwie nicht so richtig auf der Stützstruktur heben wollen und dann, dann gibt es so Welle, aber das ist zum Glück die Seite gewesen, die dann nachher den Zylinder nicht berührt. Vorsicht, das letzte Mal habe ich mir die Verletzung da geholt. Das ist gefährliche Sache. Manchmal beißen die Blasen zurück. Ich glaube, das braucht der Tröpfle Heißmilch. Ja, das Federle soll uns jetzt nicht stören. Das brauchen wir jetzt alles nicht. Das lassen wir mal draußen liegen, dass man auch dran denkt. Geht jetzt hauptsächlich mal drum, zu gucken, was man da braucht. Weil das Triggerl ist in der Form, das ist ja schon schön gut. Und das ist halt für die volle Länge. Und da müssen wir dann für meinen Geschmack ein bisschen viel modifizieren. Wenn man das jetzt, versteht es wie ihr meint, den Teil dann nach vorne setzt. So, das können wir ja mal. Das kann jetzt wahrscheinlich nicht so einfach brechen. Ist gerade die Richtung. Also in die Richtung wird das jetzt nicht arg stabil sein. Aber die Richtung ist halt stabil und da, ich glaube, da kriegt es auch nicht arg viel Zug. Da muss es bloß das Pfeile dann einschieben. Jetzt muss das halt erst so verschoben werden. Guck, da haben wir. Das ist ja. Das Gott auch. Das ist jetzt halt blöd. Komm. Das müssen wir jetzt mal abbrechen, dass man das mal testen kann. Das ist jetzt halt. Oh Gott, oh Gott, warum ist das Loch so lang? Das hat ja gar keinen Sinn. Oder? Das ist so lang, dass die Nase da so weit. Das verstehe ich nicht, warum das länger ist wie beim Original. Das wird hier beim Original da auf ist. Das da. Oh Gott, das dann. Ach so, Gott, das dann mit vor. Das wird dann hinten gehalten. Und das. Oh Gott, das ist so. Der Gott ist erst später weiter vor. Das ist das. Dann hat er schon. Dann geht es später weiter vor. Dann ist der Zylinder schon rotiert. Und dann geht das jetzt so langsam wird es arg. Nee. Das ist ja. Nee, doch nicht. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Das hängt ja da unten drin. Das hängt ja da auch da unten drin. Und das ist ja da doch, das unten ist das begrenzt. Versteht ihr, was ich meine? Durch das da unten ist das begrenzt. Das andere Schieberl ist auch durch das da unten begrenzt. Da haben wir da. Die Aussparung da, die ist auch nötig, so wie ich das sehe. Weil man alles, was man da bei dem 3D-Druck dann Material mehr reinkriegt, das dürfte helfen bei der Stabilität. Also, die paar Cent Material, die tun uns nicht weh, aber wenn wir das halt ständig aufschrauben müssen, ist halt nicht so schön. Jetzt muss ich gucken, ob man da. Eigentlich ideal wäre, wenn man da jetzt einen markanten Punkt hätte, wo ich sagen könnte, okay, da machen wir das Schieberle hin. Aber das ist halt.
So die Messe. Muss ich gucken, wie man das gescheit hinkriegt. Oder wir kürzen halt die Pfeile dementsprechend. Also ich würde mal sagen, das müsste so ziemlich. Räumer Messmittel Nummer 2. Also, das ist jetzt genau 4 cm. Die Leute, die mir die komische Maßeinheit zuschaut, was weiß ich, 3/4 Fuß oder sowas, ich habe keine Ahnung. Legt euch gescheite Maßeinheit dazu. Wobei die versteht mich sowieso nicht, also von daher. Was haben wir, was hat man denn? Das Schieberle, das hat. Das ist jetzt, da wäre Zeichnung nicht verkehrt. Das Schieberle 6 mm. Weil da können wir dahinter ja die Luft, da können wir noch machen, was wir wollen. Da haben wir Luft, da haben wir in dem Bereich. Da haben wir unsere Luft geschaffen. Wenn mir nicht alles täuscht. Ich hab das Dingele hat ja auch. Da hinten auch in der Stütze. Das können wir voll ausnutzen. Also da ist so Schräge und Material und Zeugs noch. Das können wir. Gucken wir mal. Jetzt machen wir doch das glatte mal weg. Das muss ich jetzt aber dann von dem Loch aus. Das ist jetzt. Das dürfte ja sogar besser sein wie. Alles kann man alles Zentimeter. Dann darf es losgehen, so in etwa. Und 1 Zentimeter. Das heißt, das ganze Loch das Loch ist 3,9 lang. Davon dann darf es losgehen ab 1 Zentimeter. Wenn man da guckt, dass man das auf 400 Eulert, haben wir sogar eher noch ein bisschen Luft nach vorne. Das ist, ich weiß noch nicht, wie das mit Blender, mit dem Messer gescheit funktioniert und allem. Aber so Strecke auf 400 Eulert, das ist auf jeden Fall kein Problem. Ah, okay. Das ist jetzt natürlich kriege ich das so nicht so. Das heißt, da hätte man da oder unten was mitnehmen müssen. Das da auf der Seite. Ja, warte mal, wir können das hier mal da reinsetzen. Das ist auf der Seite. Okay, was man auf jeden Fall braucht. Ja, guckt. Braucht auf jeden Fall da den Versatz, den das so hat. Das hat, so wie ich das sehe, das hat das auch nicht. Das heißt, das da nicht nutzen möchte. Das ist gerade so gegangen, oder? Nee, da müsste man da einiges. Wobei, wenn das nach vorne versetzt, weil da müsste man trotzdem viel Futter weg. Ja gut, das ist ja bei der Originalmodifikation kommt ja das ganze Teil da raus. Das Ganze. Und dann ist das ja egal. Dann hat das Schieberle genug Luft. Jetzt will ich das aber vermeiden. Das, ja, eine Begründung war, dass es einfacher ist, aber das glaub's langsam selber nicht mehr. Also, wahrscheinlich wäre es einfach gewesen, wenn man das Originalschieberle genommen hätte und man das einfach gesägt hätte, aber ja. Jetzt habe ich mir das schon so vorgestellt und jetzt will ich das so haben. Dann machen wir das Schieberle beim Viertel der Länge von dem Loch. Dann müssen wir das
Also, was auch guckt, das ist 3 mm dick. Das ist 1 Millimeter. Oh, das wird schon. Das wird eine wackelige Geschichte. Das hängt dann bloß an einem Millimeter. Also, das ist halt. Und gut, wenn man das so druckt, dann kann es gehen, aber. Gut. Mir hindert auch niemand daran, dass das. Ja, wobei. Das ist 1 Millimeter, an dem das da hängt. Und da haben wir ein bisschen eine Schräge, damit das ein bisschen einen Auslauf hat. Das ist auch nochmal. Also so knapp 1 Millimeter. Wenn das da 3 Millimeter sind, an dem können wir uns noch orientieren. Ja. Erst gestern kalibrieren lassen. Also habe ich einen Non-Dart hingehoben. Habe gesagt, passt. Ja gut, das dahinter, das müssen wir dann schon aus dem Vollen machen. Das machen wir dann. Also die Bräute von dem Ding lassen wir so wie es ist. Oh Gott, das. Da müssen wir schon gucken. Das ist dann. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Wenn wir jetzt gut, das wird das zurückziehen. Dann werden wir jetzt da schon da 1 Zentimeter, dann hätten wir das. Das Schutz, dass das dann nicht geht. Dass wir das nicht so breit machen können. Deswegen ist das hier leicht versetzt. Dass wir das dann ein bisschen rund machen müssen. Oder, was natürlich auch einfach wäre, wir nehmen einfach das und kleben dort das irgendwas drauf. Das brauchen wir. Schleife. Nehmen das Originale. Weil das ist halt, ja, an der Stelle ist halt Spritzguss schon deutlich stabiler. Denk. Und das dann später mit dem 3D-Druck der Teile machen, das uns brechen. Und das muss ja ein bisschen was aushalten. Wenn man da das Originale nimmt, jetzt dann, das müsste eigentlich bloß ein bisschen höher sein. Ein bisschen was drauf macht. Ich würde sagen, ich mache mir noch mal Gedanken. Yes. Da muss ich mal eine Nacht oder 2 drüber schlafen. Okay, will ich dann schon Bescheid. Auch kann sein, dass man zwischendrin was anderes macht. Da muss ich ein bisschen probieren, aber jetzt habe ich so Aufwärtskeule damit rumspielen. Das passt dann auch. Ach, das geht auch noch weiter vorgehen. Guckt.
Da passt auch der Zylinder nicht ganz. So, ihr seht, drücke ich den jetzt bloß runter, weil der nicht gescheit. Da muss ein bisschen mit Eis kleben. Wir machen auf jeden Fall eine zweite davon, weil ich habe ja 2 Hände. Und da weiß ich dann, wie es gescheit geht. Das machen wir im Schnelldurchlauf. Also das bringt euch ja jetzt nichts, wenn ihr das... Aber gut, wenn ihr es dann mal später nachbauen wollt. Also wenn ihr jetzt denkt, okay, das ist ja schön gut, was du machst, lieber Blaster-Ingenieur, aber das kann ich jetzt nicht nachbauen. Also wenn ich mal weiß, wie es denn geht, haben wir da... Das muss weg. Professionell markiert. Das zwicken wir weg. Gerade nicht zur Hand. Ja. Also auf jeden Fall bastel ich dann eine zweite. Wenn die mal so weit geht, dass ich sage, okay, das gefällt mir jetzt. Bleibe dir da, ihr Schreibler. Dann machen wir eine zweite. Die machen wir Schnelldurchlauf. Also da wissen wir ja dann, wie es geht. Da kann ich dann alle Teile vorbereiten. Und dann könnt ihr das leichter nachbasteln. Kann ich auch alles sauber verlinken in eurem Video, was ihr dann braucht und was ihr dann braucht und was ihr verwendet habt. Ja, jetzt haben wir aber noch ein bisschen andere Sachen mit Mega. Ich habe ja hier schon, das passt ein bisschen schwer ins Bild, mein Riken Mark II, die ihr da schon kennt, oder Mark II. Und die hat ja auch da so Mega da vorne, also mehr Schrotflint wie gezielter Einzelschuss. Hat man wieder schön rein. Man dachte, wenn ich jetzt schon ein Schwungrädel habe, brauche ich noch anderes. Vielleicht könnt ihr so ein Geräusch schon erraten. Ja. Oder spätestens da. Das habe ich jetzt auch neulich ausgedruckt. Das ist jetzt, da habe ich dann rumgeschliffen und da und ja, ihr seht. Und da habe ich dann so wild dran rumgeschliffen, bis dann irgendwann mal, bis ich nicht aufpasst habe und da zu viel Kraft aufgebraucht habe. Weil das habe ich natürlich so rumgedruckt, das ist dann ja ideal für Form, aber halt nicht ideal für die Stabilität. Gut, das war schon stabil, aber ich habe halt dann beim Schleifen ein bisschen nicht aufpasst und das kann sein, dass ich das Modell ja auch noch ein bisschen anpassen muss. Also da habe ich schon lange dran rumgeschliffen, dass es überhaupt so gut ging, wie es jetzt geht. Und das schießt dann halt zu wenig raus. Da könnt man mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon erraten habt, für was das gut ist. Der hätte mich freie. Bin mal gespannt, wie viele Leute draufkommen. Für welches Bleisterle das da gut ist. Ah ja, das seht ihr, da braucht ich jetzt viel Kraft, um das runterzuziehen. Und das ist halt mit so, ja, so Serienbleisterle da, das ganz unmodifiziert und ja, noch ganz neu, oder nicht neu, aber halt mehr oder weniger unberührt, das ist dann halt, das taugt halt dann nicht. Und an dem Blaster selber mag ich jetzt auch nichts rumschrauben, der gefällt mir so wie er ist. Also von daher kann sein, dass ich da das nochmal drucke und den Durchmesser da kleiner mache oder das auch irgendwie gucke, dass ich das von der Form vielleicht anders mache. Weil das muss schon recht gut passen, sonst entweicht da die Luft zu schnell. Aber für so, das ist halt ein bisschen zu arg. Das
Kann aber sein, dass es, wenn ein bisschen die Pfeile ein bisschen älter sind oder so, dass das dann besser geht oder so. Das ist halt alles noch recht neu und vielleicht druckt der eine Drucker ein bisschen anders wie der andere. Das kann ja schon immer sein, dass das dann halt, dass es dann mit all dem, was so zusammenkommt, dass das dann der eine Millimeter ist, damit es nicht mehr geht. Ja gut, aber dann lassen wir das vorher gut sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.